Im Namen von der Familie heiße ich jedem einen von Ihnen hier herzlich willkommen. Mit Ihnen hier sein, wie Sie, dass Sie was dran geben und dass Sie bei der Familie stehen und dass wir entwickeln von der beistehen durch diese Zeit, wo Sie durchgehen. In Jesaja 41, Vers 10, da redet Gott zu seinen Kindern, wo sein oder zu seinem Volk. Und dann sagt Jesus steht, Angst die nicht, willst ich sie mit dir. Fürcht die nicht, willst ich sie dien Gott. Ich will die stark machen und die halten und mit meiner gerechten Hand, wo ich die holen und bewahren. Das Vers würde ich gleich in Jünd als Familie mitgeben. Gott sagt von dir auch zu Jünd, dass fürcht nicht, wenn das Leben ganz anders ist, nur als die gedacht haben, oder das vielleicht in gewissen Monaten Angst habt. Und wenn ich weiß, was das nächste ist, aber Gott ist mit uns, er läuft und er ist ein Vater. Und das redet besonders zu dir, was Gott kann. Und Gott ist der, was uns trösten kann. Wie Menschen, wie können wir das sein, aber Gott ist der, was wirklich trösten wird. In 2. Korinther 1, Vers 3 sagt Paulus, ich lobe Gott, den Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der unendlich trösten wird. Er tröstet uns in all unsere Troubles. Und so Gott ist ein Gott, er ist ein Vater, er läuft uns und er tröstet uns. Und ich wünsche Ihnen das Trost durch das Tag und auch von hier wieder, wenn die ohne Papa wieder wollen, durch das Leben gehen, dass Gott wird Ihnen Vater sein, dass er wird Ihnen trösten und er wird Ihnen Kraft geben. Wir werden auch beten. Uns himmlischer Vater, wir danken dir von dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Herr, wir wissen dort, dass du hast uns gesagt, dass wir wollen alle sterben. Aber wenn es ist, was du hast, dann fühlt sich das immer so zu hastig, er hat es nicht der rechte Zeit, er hat nicht so neu sein, er nicht so steht. Und so das Leib, wir von dir und deine hängen. Wir freuen, Herr, dass du wirst Kraft geben. Wir beten für die Familie durch das Tag, wo sie den Vater begraben, wo sie besonders Kraft geben von dir. Aber nicht bloß von dir, aber von hier in durch ihr ganzes Leben. Und ich bete ganz besonders, dass sie das klar haben, dass du bist der Vater. Und dass sie würden sich an die lehnen, wenn bei dir ist nicht Angst, du hast Trost und du hast Beistand und du jetzt mit uns. Du danken dir dafür. Herr, wir werden dir das nur mehr und das Dienst, was wir hier tun, Herr, das wird zu deiner Ehre sein. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Wir wollen ein paar Lieder mit Ihnen singen, so wenn ihr die Lieder kennt, will ich mitsingen. Wir wollen anfangen mit Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love
amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Ganz van Anfang weißt du dort Lebenswut, dort einzige Herr. Hier am Distren weißt du dort Licht, dort schient, dort einzige Herr. Verleihst dem herrlichen Himmel und streichst deine Hand nach mir. Ik blijf aan die, ik blijf aan die. Die Krieg hat mich ganz früh gemacht, du warst wahrhaftig und treu. Ich bleib an die. Durch alle Tiden warst du der rechte Eckstein, der einzige Herr. Du warst der König, ab ewig ab den Thron, der einzige Herr. Wo kommst du zurück vom Himmel?
nimmst mich von hier weg. Ich glaub an dich, ich glaub an dich. Din Kreuz hat mich ganz früh ermerkt, du bist wahrhaftig und treu. Ich glaub an dich. Ich geb mein Hart, ich geb meine Hand, din Wort lebt her, din Wort wird stehen. Ich geb mein Hart, ich geb meine Hand an dich. Ich glaub an dich, ich glaub an dich. Din Kreuz hat mich ganz früh ermerkt, Herr, du bist wahrhaftig und treu. Ich glaub an dich, ich glaub an dich. Durch deine Leib sie ich geheilt, Jesus, du hast gewonnen. Ich glaub an dich, ich glaub an dich, ich glaub an dich. De nächste Lied van wo Jesus ons treuste is. En wanneer we durch eine schwere Zeit gehen, hij ist für uns und hij helpt uns. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du.
zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Als Jesus vom Tod abgestanden wird, dann seine Jünger hatten Angst. Als sie Angst hatten, kam Jesus eine Maat von ihnen an und er sagt, Friede mag mit uns sein. Das ist mein Gebet und mein Verlangen für uns alle. Und auch in seiner Zeit ist das, dass der Friede wird an uns sein. Der Friede, was Gott allein uns geben kann, dass der wird in unsere Herzen regieren, in uns trösten, uns Kraft geben, zum Vorwärts gehen in unser Leben, wo wir einmal nicht weiten wollen, physisch, will selbst vorwärts zu gehen, aber er hilft uns. Er ist der, was uns dem Weg erwiesen hat. Er ist der Weg, der Wahrheit in das Leben, als Jesus Christus. Er ist der Herr und er ist der allmächtige Gott. Und mein Verlangen ist, dass wir verstehen können, dass er wirklich leibtulich ist und dass er uns halten will von der und dessen Nummer. Wenn wir denken, wenn Tod näher kommt, dann kommt viel Angst, kommt leicht näher, weil uns angerieben so wieder. Ich weiß, dass als mein Dad starb, da wären viele Dinge, die mich angerieben haben. Und was mir, ja, einer kann nicht, das Leben wird nicht so, als das gewahr wird. Und das ist never mal das selbst, aber das denkt erst, wie kann vorwärts gehen, wenn auch Dinge passieren. Und einmal sind andere Dinge im Leben, was passieren. Und wir gehen durch schwere Zeiten, fällt durch im Leben, durch eine düstere Zeit. Und es ist dunkel, fällt einmal seine Krankheiten und so weiter. Aber Gott gibt uns Frieden, zum wir vorwärts kommen. Don't wat de omstanden zijn, dat die einmal stolz dat alle te überkommen, aber Gott, der gibt uns Frieden. Jesus sagt, dass er ist, in Johannes 8, Vers 12, du sagst, dass ich sein das Licht für diese Welt. Wer an mich glaubt, der wird das Leben finden, sagt er. Und er ist das ewige und das Leben bringende Licht, ist er. Er ist ein Licht für uns. Und an diese Zeiten in Emma ist er ein Licht für uns. Und er gibt uns Hoffnung. Wenn wir im Licht wohnen, dann finden wir Leib und wir finden Genug. Und sowieso, Gott ist der, was uns Genug gibt. Wenn das nicht wird für Gott seine Genug, dann würden wir nicht in seine Versammlungen aus der Tag treffen, dann würden wir nicht von der Wort Gottes reden, dann war das nicht wird für seine Genug. Aber durch seine Genug, dass er Leib hat für uns Menschen. Wie einmal war er vorwärts merken. Das sagt, dass seine Leib, der sagt durch viele Sinnen. Seine Leib, der ist, dass wir können vorwärts gehen in all unsere Hinsichten haben. Ich will uns ein klein bisschen verteilen, ein klein bisschen uns damit vertiefen, um Jesus nur zu gehen. Wenn wir Jesus nur gehen wollen im Leben, wenn wir wollen ein Kind Gottes sein, dann müssen wir von am Weg. Aber erstlich, wenn wir erst ein bisschen von am gehört haben und so weiter, dann müssen wir am annehmen aus unseren Erlöser, was uns losmerken, der von der Sinn, was uns frei macht und was uns dann Kraft gibt, zum Vorwärts gehen und dann ein Kind Gottes zu sein. Das ist, dass wir dort Gottes gehorsam sein, dass wir dort tun, was Gott sein wird. Und
dat we wollen aan de waarheid en aan dat leven leven. Dat wordt Gottes erste waarheid. En Jezus Christus erste waarheid in dat leven. Wanneer we aan dat denken dat hij der is, dan kunnen we van hem leren, dan kunnen we dort aanwenden in onze levens. Dat we de waarheid in ons nemen doen. We gaan vielmaal durch die düstere Tiden durch, aber durch die düstere Tiden leert Gott uns auch sehr viel Dinge. Und das eigentlich ist, dass wir uns lehren, auf ihm vertrauen. Wenn es eine schwere Tiden, du fangen wir nicht eine Person, wo wir uns ganz reich auf vertrauen und so weiter. Aber Gott ist immer da, damit wir können uns auf ihm verlassen, auf ihm können wir all unsere Sorgen schmieden und er hilft uns leben. Er ist der, was das Leben gemerkt hat und er hilft uns auch ewig leben. Das heißt, ihr sollt sehen, wenn wir Jesus annehmen als unseren Erlöser und Herr, der wird uns die Sinnen verjagt. Dann merkt er uns gerecht und er hilft uns seine Wesen und er hilft uns auch seinen Rut, seine Kraft und seine Leib. Dort hilft er uns, damit wir können vorwärts gehen im Leben. Das ist ein bisschen, als wenn wir eine Plant sein. Wenn wir eine Plant Samaria sein, dann hat er sich gebaut und nicht sein. Und so, als der Sonne ewig geht, so bichte steht sich immer weiter ewig, und er geht mit sein. Und so dort soll wir sein, wir sollen uns leiden lassen von ihm, wir können uns leiden lassen von ihm, dann wo er uns dahin bringen, wo er will haben, wo wir sollen sein. Und er will haben, dass wir sollen am Nugehen und dass wir sollen sein Ebenbild werden. Er sagt, wir sind gemerkt in sein Ebenbild, sagt, das wird Gottes, wo wir weiter in seinem Kart gefallen, alle von der Herrlichkeit Gottes, aber durch wen kann Jesus stark für unsere Sünden, wir können das annehmen, die Vergebung, und wir können vorwärts gehen an so eine Wache dort. In Matthäus Kapitel 4, Vers 14 sagt es das, ihr seid das Licht für diese Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, der auf einem Berg liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und stellt die unter einen Eimer. Die wird doch auf einen Lampenholder gestellt, dort vor allem in der ganzen Haus ein Licht ist. So lut auch jünlich für die Menschen schienen, dass je jene gute Worte bewiesen und je Vater im Himmel dafür loben. Das ist auch wichtig, dass wir Jesus sagt, er ist das Licht, und dann sagt er aber auch, dass wir sind auch das Licht. Er sagt in ein paar Versen vor dem, da sagt er auch, dass wir sollen das Salz sein für die Erde. Dass wir sollen das sein, was einen Geschmack bringt zu dieser Erde. Das meint, dass wir erkennen und dass wir dort bringen, was er bringen wird. Er hat uns Menschen beraten, die seine Kinder sind, dass die sollen ähnlicher und ähnlicher werden und dass wir wollen einen guten Geschmack rüberbringen für die düstere Welt und für die Menschen, die am düsteren sind, dass die wollen zu das Licht kommen. Und er sagt, wir sollen das Licht sein für unsere Umgebung und so weiter. Er sagt, das ist allmählich, dass wenn der Stadt auf dem Berg ist und wenn die dachten, dass die da nicht was zu sein sind, kriegst du aus. Wenn wir eine Lampe im Haus anstecken, dann dürfen wir dort nicht bedachen, dann dürfen wir sondern die Dach und absagen, aber Lampe haben dort die Dach, dass er uns Licht ja für uns alle. Und das wird er will haben, dass wir sollen auch für unsere Nächsten dort Licht sein. Und dann kriegst du auch für diese Familie antwortet fehlen, dass wir wollen eine Unterstattung sein, dass wir wollen für ihr Licht sein, dass wir wollen das Salz sein, dass sie wollen die Kraft immer weiter finden zum Vorwärts kommen. Wir sind sollen du immer sein, zum einen den anderen halten, den nächsten Motor sprechen, den Kraft sprechen und so weiter. Jesus fragt uns vielmal, seine Frau erst an uns, kann wir am. Ich glaube, das vielmal seine Frau ist wie am kann. Kann wir am, oder kann wir dort Licht, oder haben wir dort Licht, oder haben wir eine Gemeinschaft mit am. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir am erstlich mal am kennenlernen, dann erfahren wir das Licht an uns, dann geht das ab an uns, wir fangen an zu dachen. Wir sind nicht mehr das selbst, ja, wenn wir Jesus Christus erfahren haben. Dann kriegen wir Frieden am Leben an. Wenn Jesus Christus, der bringt uns die Hoffnung, damit wir können eine Ewigkeit mit ihm leben und so weiter. Und so, ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns Frauen haben ein Verhältnis mit Jesus Christus. Kann ich
leer ich sein Wort und so weiter. Wir können viele Dinge hören, aber sind dort wirklich Wahrheit. Das Wort Gottes lehrt uns, dass wir sollen die Wahrheit kennenlernen. Er sagt doch, dass er ist die Wahrheit und er ist das Licht. Und so weiter. Das sagt in Galater 4, Vers 22, dass denn Jesus seine Frucht als Leib, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, sein Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Mein Gebet ist, dass wir diese Dinge wollen auch sehen in dieser Welt. Und dazu Gott uns berufen, dass wir Frucht bringen in dieser Welt, dass wir wollen Lives geben einer zu den anderen. Wir wollen Frieden bringen in unsere Umgebung. Wir wollen Frieden bringen. Und wir wollen geduldig sein. Wir wollen freundlich sein. Wir können gut gesonnen sein. Wir haben den Glauben, dass Gott ist mit uns, dass er uns die Kraft gibt, zum Vorwärts gehen, gerade in den Umständen sein. Den Glauben, den haben wir vertrauen auf ihn. Das ist wichtig, dass wir uns vertrauen, ganz auf ihn geben. Vielmal dann sagen wir vertrauen auf Gott, aber wenn wir einmal eine schwere Tiden sind, oder wird einmal dann auf einmal dann kommt es darauf an, dass wir wirklich den Glauben haben. Und ich glaube, dass wenn wir am kennenlernen, dann kann der Glauben vorwärts gehen. Dann wächst der Glauben. Einmal haben wir nicht für alle den Glauben, aber der Glauben, der wächst auch an uns. Und mir ist das wichtig, dass je mehr ich lerne von ihm, je mehr Glauben, so da wächst mein Glauben an ihm. Und das ist das Wort Gottes sagt, dass die Wahrheit, die macht uns frei. Wenn wir wieder in Johannes lesen, Kapitel 8, Vers 31, da sagt Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn je bei mir bleiben, wenn je an meine Welt bleiben, wo je frei waren, so sagt er zu seinen Jüngern, dann werden sie frei werden. Weil für uns ist das Problem, dass wir nicht die Wahrheit weiten, und dort werden wir nicht frei werden von unseren Dingen. Ich habe das erfahren in meinem Leben, dass vielmal ich dachte, ich wusste die Wahrheit. Aber einmal wollte ich nicht die Wahrheit. Und einmal habe ich gedacht, dass die Wahrheit, das wird so und so. Aber das Wort Gottes, das lehrt mir die Wahrheit. Deswegen das wichtig ist, dass wir das Wort Gottes lernen, dass wir das Wort Gottes lesen und dass wir Gott segnen. Er sagt, dass wenn sein Volk sich würde demütigen und er würde arm segnen und er würde beten, dann würde er kommen, er würde an den Sinnen vergeben und er würde erlohnt heil. So er will haben, dass wir am segnen. Und so wenn wir das Wort Gottes lesen, dann darf er uns eine Offenbarung von was wirklich Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, je mehr wir von dieser Wahrheit haben, je früher, wo wir können wollen, an Jesus Christus. Wir wollen früher, was das meint, ist, wir haben mehr Erkenntnis und wir können mehr sein, was wirklich die Wahrheit ist. Wir können uns vielleicht ein Bild vorstellen, dass das und dort ist Wahrheit. Einmal hier wie eine Geschichte. Wir glauben dort ist Wahrheit, aber wenn wir dort erst sein, dann ist das einmal nicht die Wahrheit. So es ist wichtig, dass wir lernen, was ist wirklich die Wahrheit. Das Wort Gottes macht uns frei. Das andere Ding ist, das Wort Gottes sagt, das ist eine Lampe zu unserer Feit. Und das bedacht uns den Stich und so weiter. Das ist, das will uns wiesen, wo wir sollen vorwärts gehen im Leben. Dass wir ein Licht bringen können zu den Nächsten. Dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir die weiten, was ist Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus liebt alle Menschen. Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus ist für alle Sünden gestorben. Jesus starb für alle Sünden. Für das, was ich getan habe, was ich von dir oder was ich an meinem Leben war tun, für das habe ich alle betont. Für alle Sünden, für alle. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir glauben, wir sind gute Menschen. Aber wir sind nicht besser als alle Menschen. Wir sind toll, wie uns so eben aus einer Rasse aus Deutschen, als wir uns Mennoniten teilen. Wir fühlen uns einmal besser als alle andere Menschen. Aber ich will Ihnen sagen, das ist eine Lehre, das ist nicht die Wahrheit, was Gott uns lernt. Gott lehrt uns, dass er liebt alle Menschen. Und er merkt keinen Unterschied an den Menschen. Er liebt uns sehr und er merkt keinen Unterschied. Und er starb für alle Sünden. Er starb für die Sünden, was unsere Großväter getan haben. Er starb für unsere Sünden
Sünden, was unsere Eltern getan haben, was ich habe getan, was meine Kinder waren tun und was meine jüngeren Kinder waren tun. Die Sünden haben wir alle betont und kriegt die Frau als bloß, nehme ich diese Vergebung an, nehme ich die Radung an von Jesus Christus. Weil soll es wirklich werden in meinem Leben. Wenn ich dort annehme, dann wird Jesus Christus wirklich zu mir. Dann kann ich das verstehen, dass er mir leben hat. Dann kann ich das verstehen, dass er ging den Weg, damit ich gerettet werden kann. Er starb für mich. Er ging an den Düsteren an den Tod ging hinein, damit ich mir bloß vielleicht an den Schatten von der Düsternis hingehen. Dazu wegen, dass am Psalm sagt, wenn er noch an den Schatten von der Düsternis oder von den Tod geht, danach fürchtet er kein Anblick. Denn der Herr ist mit mir, der hält mich und der stärkt mich. Und er sagt, Gott in Barmherzigkeit wollen mir nur kommen, mein Leben lang. Und dort ist eine Versprechung, was Gott uns gibt, dass Gott in Barmherzigkeit wird er uns bewiesen, uns Leben lang. So, wir können an dort vertrauen, dass wir vorwärts gehen. Wenn wir auch an den düsteren Tool sind, wir sind vielleicht an den Schatten von dort. Einmal, even wenn das die Familie fällt sich angegriffen, der Nächste, der fällt sich vielleicht die Krankheit haben angegriffen, und er fällt sich erst, wo der Tod am angegriffen wird, und er fällt sich, wird er nicht durchgehen. Aber dort erstmal der Schatten von dem Tod, wo Jesus durchging. Wenn er ging den Tod durch, er ging an der Graf nennen, sozusagen, er leitet sich Kreuzchen um Kreuz auf Golgatha, damit wir können vorwärts gehen. Wenn wir auch in dem Leben, die Welt ist verdorben, wir wollten, die Welt ist verdorben, dass dort die Menschen gesündigt haben, aber er ist der Rettung, er ist die Lösung für uns. Und er sagt, dass ich komme und ich bringe das drei, was wir verloren haben, im Guten, dort bringe ich drei und danach mehr. So wir können Gott dankbar sein, dass er uns dort drei gibt, dass wir können mit am Tag kommen, weil die Adam und Eva servieren an den Garten, und Gott kam und der verteilt das mit an. Das sagt, dass er kam und er verteilt das mit an. Und das, was er von dir auch noch will, und er hat das drei gestellt. Wenn Adam und Eva, sie verstärken sich für Gott. Wegen sie hatten gesündigt. Sie werden nicht so aus der Eier werden. So, sie verstärken sich. Aber Jesus kam, sein Leben zu lassen für uns. Damit wir können mit einem Taub kommen und mit einem Taub Gemeinschaft haben. Wir können seine Stimme hören, durch das Wort Gottes. Wir können das am Hören, durch seinen Yes, dass er zu uns reden wird. Wir können am Hören, dass er reden wird durch die Natur, dass er läuftulich ist. Er redet zu uns durch dort, dass er ein wundervoller Gott ist. Er ist ein läuftuller Tulja in einem barmherziger Gott. Und dazu will ich von der Welt zu uns sagen, wenn wir auch am düsteren Tool sind, weil wir uns nicht fürchten lassen, weil wir nicht Angst haben vor das, was du hast in diesem Moment. Wenn Gott ist gerade hier und er läuft die und er sagt, ich bin hier, um die halten und mit die sein. Als Jesus nachher beirrt wird er im Himmel vor, dann wird Petrus wieder in sein altes Leben sozusagen hineingegangen und er ging fashion. Und als er fashion ging, dann kam Jesus einen Tag durch so und Petrus hat danach über gefasst. Jesus sagte ihm, wenn du wirst anders tun, dann wirst du den Fast kriegen. Weil du wird nicht mehr am Besorgt, was er alles kann tun, aber er wird besorgt, dass er mit Jesus taub kann sein. Weil du in Jesus hat das also wundervoll reid gemerkt, dass er hat all das Brot und das Fleisch all reid für mich und für dich. Was ich will damit sagen, ist das. Er hat alles reid, damit ich und du kann. Ich und kann in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Er hat alles ausgearbeitet. Er kam aber ihr, er starb für uns, er stand ab, er fuhr in den Himmel, er sagt von der rechten Hand von unserem Vater. Und er lehrt bloß, dass wir wollen sagen, ich will dein Kind sein. Sieh mir gnädig. Weil ihr was er schrift ans Fuß an das Lebensbuch nennt. Und du schrift er ans nennt, dass wir wollen einen Tag mit einem Taub im Himmel sein und mit einem Taub angesagt Gemeinschaft haben und wir wollen in Zelebrierung haben. Aber diese Welt ist lange nicht alles leicht und alles, falls ich auch so lange nicht alles ist sozusagen reich, als fair zu uns, wie wir uns dann so schlecht behandeln und so weiter.
Aber Jesus hat dort für uns lieden und hat starb für uns, dass wir können all diese Sorgen und all diese Probleme, die können wir anbringen, dass wir heute erst das, was für uns sorgen wird. Weil wir sagen euch gemerkt haben, dass wir sollen sorgen, wenn es heute will für uns sorgen. So ich will uns auch in diesem Moment Mutter sprechen. Weil wir nicht sorgen in diesem Moment, weil wir unsere Sorgen nach Arm geben und weil wir anfragen, wo er uns will leiden, wenn es heute aufsteht, wer mir in die leiden will. Durch sein Wort, durch seinen Geist, will er uns leiden, er will uns reden, damit wir können vorwärts gehen und wir können die Dinge überkommen. Und ich glaube vielmal, ist das auch das Problem, dass wir sind in diesem Moment, dann sind wir vielleicht mit einer Familie taub und so weiter, was durch einen schweren Tool geht. Aber wenn das ist alle über ist, dann fahren wir hier weg. Und die Familie ist der Weg nach einem schweren Tool. Weil es uns alle taub, es ist unsere Verantwortung, für das, was wir leben und wir Schatzen und als Familie und als Freunde, als unsere Verantwortung, dass wir in dem Moment nur dem auch wollen bei uns sein und auch wollen halten und durch immer wahre Mutter sprechen, dass sie überkommen können, dass sie durchfahren können durch den nächsten Tool. Das ist mein Gebet, dass wir alle taub werden, mit ihren taub gehen, dass wir mit ihren taub sein, ich gut mit die taub durch. Wenn ich will mit die sein. Das wird Gott uns berufen. Er sagt, wir sollen mit den Top rohren, was der rohren wird. Wir sollen mit den Top uns freuen, wer sich freuen wird. Und ich glaube, wir sollen hier sein für ihn. Nicht bloß von dir, aber durch die nächste Zeit, was die das überkommen haben. Dass die wollen, Leute, dass die, wenn die wollen Freunde haben, oder Familie, andere Familie, dass die da auch wollen, können nicht sein. So, mein Hart geht ut für ihn als Familie, dass die wollen, dass mein Gebet ist, dass ich kann ihn halten, dass ich kann ihn zum Segen sein, dass ich ihn kann Mutter sprechen, wo immer ich ihn das fühlen. Wenn es das soll unser Verlangen sein, unseren Nächsten zu halten und den Life zu beweisen. Wenn es dort ist der Frucht von den Kind Gottes, den nächsten Life zu beweisen, den nächsten zu wiesen, wann schwere Tiden sind, dass die Gute zu überkommen. Dass wir glauben haben an unseren Nächsten, dass das kann, wann die auch durch schwere Tiden sind. Dass wir haben den Frieden Gottes an uns. Ich sage, ich gebe ihnen den Frieden. Meinen Frieden gebe ich ihnen. Nichts ist der Welt Frieden gibt, aber meinen Frieden gebe ich ihnen. Weil die Welt uns erst Frieden geben. Und erst, weil die Prof so tun, uns Frieden zu geben. In viel Musik, wie Menschen, wir nehmen dort an. Aber heute sage ich, kommt nicht mehr, ich will ihm wirklichen Frieden geben. Wie weit man wie dort annehmen, was so tun, was der Welt uns beiden, ob das letzte England gibt, und sagt, doch, komm mal nicht den wirklichen Frieden. Immer war fehlt uns Wort. Aber Jesus Christus gibt uns den wirklichen Frieden zum Vorwärts gehen. Und wir können ein Licht sein in dieser Welt, so als Jesus sagt, dass wir sollen sein. Und er sagt, ich gebe dir die Kraft, um dort dir zu tun. In der Apostelgeschichte sagt Jesus, ich will mit der Kraft von den Jesus an, und dass jeder kann vorwärts gehen, dass ich kann Beruf sein, und ich kann meine Kinder sein, und ich kann meine Zeugen sein. Das wird er uns berufen haben, dass wir wollen ein Licht sein. Ich will uns von dir über das Mutter sprechen, wenn du sagst, ich kann es nicht, Jesus. Ich würde dir sagen, warum willst du nicht von dir Jesus Christus annehmen? Was du musst tun ist, musst nicht Jesus kommen, gebeten sein, musst einfach sein mit ihnen einfach gewählt, was du hast. Sieh mir gnädig. Und er wird dir gnädig sein. Sei zu ihm, dass du was am Nachfolgen. Sei zu ihm, ich will mein Hort dir geben. Und komm an mich an, und er wird kommen, und er wird an uns leben. Er sagt, wir sollen der Tempel von den Heiligen Jesus sein. So dort für wen. Er will kommen und an uns wohnen. Und er will Gemeinschaft haben mit mir und mit dir, damit ich kann vorwärts gehen und leben. Und dass wir keinem mehr wollen, so sein so aus dass wir wollen können uns Gesicht eine geben, unsere Ehe eine geben. Und ein anderen Psalm sagt, dass wir unsere Ehe eine kicken, der Boy, von du, wo unser Haupt kommt. Sie erfuhren dort immer waren, wenn sie in Gott kommen, sie erfuhren der Haupt. Und er kann nicht sagen, wenn wir in Gott kicken, dann erfuhren wir Haupt. Dann kriegen wir der Haupt, wenn wir nach Arm kommen. Er ist der, was uns halten wird an all unsere Schwierigkeiten und so weiter. Er ist der, was uns Trost gibt an unsere düsteren Tiden.
Petrus, hij weer in zo'n diestere tijden gewas, als Jezus om Kreuz starb. Hij had hem verloren, hij had alles Sachen gesagt, dat hij kan hem nicht mehr. Want Jezus is gnädig. En hij verjuift Petrus al dat. En hij weer nu later een andere mens, even als wat hij eigen was weer. Als was hij al jaren weer met Jezus terug gegaan. En van daar kan ik die. We kan voorwaarts gaan en in naam Jezus Christus. Waar we arm aanroepen, waar we arm laten, vrede brengen in onze harten en kracht te onze ziel, dat die gestärkt zijn en in naam Jezus. Vader im Himmel, ik bid in deze namiddag dat die ons alle te zegnen. Geef de familie kracht om voorwaarts gaan. Geef de familie zekerheid, dat zij kan zekerheid in haar hart, dat zij voor zichzelf worden naar die kijken en zij worden ihre eigene Entscheidung machen. Wir alle machen unsere eigene Entscheidungen, als wir wollen die deinen, als wir wollen haben, dass die so in unser Leben sind. Ich bete, bis wir die entsegnen, wir die Kraft geben, Mut geben, vorwärts zu gehen. Herr, dass die jetzt einfach trösten an all ihre Wege. Himmlischer Vater, ich bete von jeder einer, dass die bis wir die erfahren. Dass wir deine Leib und deine Kraft erfahren, deine Vergebung erfahren, wegen die beiden uns der an, dass wir die Besprechung annehmen. Und in Namen Jesus, Herr, wir geben die Ehe, für dass die mit uns passen, uns halten das, und unsere düstere Leben. Und in Namen Jesus. Amen. Ik wil hier dat levensverzeichnis lezen, dat jij je in jullie kortjes aan de banner kunt vinden. Levensverzeichnis von Hiebert Guenther. Psalm 51, Vers 3 und 4. Gott, laat deine Gnade über mich so groß sein, als deine Treuheit je Leib ist. Doanu, als dein jammer Hort groß ist, reinig mich von meinen Sünden. Wasch mich aus dem Grund, dass ich nicht arg gehe, und reinig mich von meinen Sünden. Hiebert Guenther, der wird am 15. Juni 1966 in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko geboren. Und er starb am 18. Juni 2017, kl. 2 Uhr middag bij zijn thuis. Hij heeft een alle erreicht von 51 Jahren und 3 Tagen. Abraham wird zu seinen Eltern Peter und Maria Hiebert geboren. Er wird das 14. von 16 Kindern und er war in Blumenthal ab. Er wurde in Sublette, Kansas am 15. April 1990 getauft. In das Jahr 1929 befried er sich in Seminole, Texas mit Katharina Wahl. 10 Jahre zurück tragen sie nach Mexiko, wo sie dann in Campo 7 wohnten. Und wurden 8 Kinder geboren, wovon ein ist gestorben. Er war in Mechanik, dort wie seine Arbeit. Und am ging die Arbeit sehr schein. Er hat eine gute Arbeit dabei. Sein Traum war, einen Tag mit seinem Sohn Corny in Mechanikshop zu haben. Am ging dort schein, Films zu kicken, und er gleich büten Fleisch backen. Er liebt seine Familie, besonders seine Großkinder. Er bangt sich sehr nur seine Kinder. Er freut sich, dass er Großpapa sein. Seine Eltern, 6 Geschwister und ein Kind sind ihm im Tod vorabgegangen. Er lässt ein deipet Loch in der Familie erhalten. Er hinterlässt seine Frau Katharina Wahl mit 7 Kindern, Mary und John Guenther, Annie und Chris Peters, Corny, Margaret und Merlin Byler, Amanda, Johnny, Lina und 3 Großkinder. Die Familie dankt in jeder einem sehr für die Mithelp und die große Unterstützung, was die in dieser schweren Zeit sind. Die Familie. I will read the obituary in English now. Obituary of Hiebert Guenther. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Psalm 51, 1 and 2. Abram was born in Cuauhtémoc, Mexico on June 15, 1966, and he passed away at his home on June 18, 2017 at 2 p.m. He reached an age of 51 years and 3 days.
Abram was born to Peter and Maria Hiebert. He was the 14th of 16 children, and he grew up and went to school in Blumenthal. He got baptized in Sublette, Kansas on April 15, 1990. In the year 1989, he married Katharina Wall in Seminole, Texas, and they moved to Mexico 10 years ago. They lived in Campo 7D. 8 children were born to them in their marriage. He was a hard worker, and he worked as a mechanic, which he enjoyed a lot. He did a very good job at it. One of his dreams was to open up a mechanic shop with Corny. He liked watching movies, having barbecues, and he loved his family, especially his grandchildren. He missed all his children very much. He was a proud grandpa. His parents, 6 siblings, and 1 child have gone on before him in death. He will leave a deep hole in his family's hearts. He leaves his wife, Katharina Wall, and 7 children, Mary and John Guenther, Annie and Chris Peters, Corny, Margaret and Merlin Byler, Amanda, Johnny, Lina, and 3 grandchildren. The family thanks everyone who has helped them and been a support to them in this sad time. The family. We worden een highlight zingen. Wanneer je het kan, wil ik met zingen. Naast het licht van de wereld. Licht van de wereld, du kwams roofnen am distren. Höchst min hart upp, nu kan jag sein. Härligt fast du min hart betion. Öppning för ein leven med dig. Jag knäin betion här, jag be mir färdig. Hier zie ik en ben die on min God. Du bist so herrlich, du bist och vet här. Så wunderbar bist du till mig. König von jag här så hög hoven. Herrlich am Himmel bist du. Demütig kommst du hier nach dieser Welt. Leib mir die och sein Mann. Ich knäin bedion här, ich be mir färdig. Hier zie ik en ben die on min God. Du bist so herrlich, du bist och vet här. Så wunderbar bist du till mig. Niemals vet jag hur fel dort kost. All mine sind am Kreuz zu sein. Niemals vet jag hur fel dort kost. All mine sind am Kreuz zu sein. Jag knäin bedion här, jag be mir färdig. Hier zie ik en ben die on min God. Du bist so herrlich, du bist och vet här. Så wunderbar bist du
to me. Er sind noch ein paar Bekanntmerkungen, was wir wollen geben. Ein Ding ist, wenn wir wollen zum Grafhof fahren, das Grafhof ist ein einziger offen hier ein paar Kilometer, so lügt bloß, bei der Dodenchor losfährt und dann kann je hier rondfahren. Die sind alle eingeladen dazu. Wir haben da wel, die können hier dort ankommen. Wir waren da eine ganz Karte Andacht an und dann waren wir waar de 3 herkomen. En hier is aan de andere zijde, hier is vastbaar voor alle van jullie. Die zijn alle aangeladen, want je hier wel, want je niet naar een grafhof wil, kan je hier blijven. En dan kan je hier al vastbeden, die tijd wat de anderen dort zijn. En dan, wanneer we 3 zijn, dan doen we. En zo, veel dank zijn voor komen, de familie. Dank je voor je ondersteuning wijzen voor deze dag. Wir würden auch freuen, wenn Sie noch Graf erfahren, dass Sie eine Lichter würden anhaben, eine doppelt Planke, doppelt Lichterflaschers, dass die würden an sein. Und passt auf, wenn Sie da im Heaven erfahren, wir wollen da wem haben, was das aber zu holen, aber wir werden doch vorsichtig sein, und dass wir nicht bei einmal allgleich fahren. Noch einmal war der Dankeschön für kommen, und wir waren die Ushers, die waren noch einmal die Gelegenheit geben, hier vorbei zu kommen, so blieb ruhig sitzen, aber die Ushers waren wiesen, wo sie sollen gehen, und sie waren den Weg heranwiesen, sie steht und dann dort dritt jene der. Ich würde auch freuen, dass die, was nicht zu der Familie hier, dass die würden dort in der Fairleben angehen, und Luther wo wir die Familie hier eine Karte geben, allein, und dass sie kann hier ben sozusagen noch ihr letzter Aufschritt haben. Und so werden wir dort respekten und dort angehen und dass sie ihre Zeit hier allein haben. Wir werden noch einmal beten. Ziemlicher Vater, wir danken dir für deine Leben, der so eine Zeit steht. Ich bete für die Hieberts Familie, Herr, wo du endlich bei sind. Dankeschön, dass wir uns auf dich verlassen können und dass du mit uns bist. Du sagst, du läufst uns, du bist mit uns, du lässt uns trösten. Und so, dort bete ich für diese Familie, Herr. Ich freue dich sehen, ewig. Und wenn sie auch verstreut wohnen und vielleicht nicht fertig taub sind als Familie, aber ich bete, dass das doch wird in einer Zeit sein, wo sie können verbunden werden als Familie und wo sie sich können untereinander Leib wiesen und halb uns als Zeug hier, aber auch als andere hier, dass wir entweder Leib bewiesen, dass wir entweder unterstützen durch diese Zeit. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist und dass wir auch in den Tod weiten, dass du bist auch du hast den Tod überwunden und dass du bist auch gestorben, die weiß, was es geht. Und da danken wir dir für, und wir können in fertig kommen und die anbeten in alle Lehren, wo wir sind. Dankeschön dafür, in Jesus' Namen. Amen. So, ich werde nu wieder nur die Ushers geben, wo jede Menschen wissen, wo sie sollen durchgehen.